Welches sind die Ziele dieser Vereinigung? Ja, es klingt ganz platt. Eine bessere Welt oder eine Welt mit weniger Leid sicher. Ja, ich meine, das ist etwas, was vielleicht die meisten Leute würden unterschreiben. Konkretere Ziele sind aber dann, möglichst fundiert, wissenschaftlich fundiert vorzugehen, um die Bereiche zu finden, wo wir mit möglichst wenig Aufwand auch am meisten Leidverhinderung erreichen können. Also das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie quasi hier Ethik und Philosophie und ökonomisches Denken verbunden werden. Also man versucht sozusagen, einen Profit zu maximieren, aber der Profit wird überhaupt nicht in Geld gemessen, sondern in verhindertem Leid oder gerettetem Leben. Es gibt mehr und mehr Studien im Bereich von der Entwicklungsökonomie zum Beispiel, die versuchen herauszufinden, wie viel Leben kann man zum Beispiel retten, indem man Anti-Malaria-Bettnetz verteilt oder Entwurmungspillen und andere Interventionen, wo verschiedene Studien zeigen, dass sie vermutlich einen hohen lebensrettenden Effekt haben. Also das unmittelbare Ziel ist, die Bereiche zu finden, wo man vermutlich den grössten Effekt haben kann. Wie soll man denn überhaupt präzise messen können, wie effektiv Hilfsorganisationen arbeiten? Also oder welche Wirkung es auf das Leben von Menschen hat? Ist das nicht total fehleranfällig auch? Das zu messen ist sicher extrem schwierig, aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist, es gar nicht zu versuchen. Also wenn wir vielleicht wieder eine Analogie nehmen aus der Wirtschaftswelt. Also stellen wir uns vor, dass wir haben irgendwie einen CEO von einem Unternehmen und das Unternehmen hat natürlich das Ziel, einfach zunächst mal den Profit zu maximieren. Und jetzt sagt der CEO vielleicht, hey, aber es ist extrem schwierig, genau zu messen und zu ermitteln, welche Strategien den Profit wie stark maximieren. Also maximieren wir etwas anderes, zum Beispiel messen wir einfach Pünktlichkeit an unseren Meetings, maximieren wir das. Aber es wäre völlig fehlgeleitet, weil ja in diesem Bereich jetzt der Profit das Ziel ist, was man natürlich kritisieren kann. Aber jetzt in unserem Bereich, im Bereich des effektiven Altruismus, ist ja das Ziel, wirklich möglichst viel Leid zu verhindern und möglichst viel Leben zu retten. Und dann müssen wir wie nolens volens das messen, obwohl es vielleicht schwierig ist. Unsere Intuition ist, dass wenn man altruistisch motiviert ist, dass man vielleicht eben gar nicht mehr auf das Einkommen schauen sollte, sondern einfach eine an sich sinnvolle Tätigkeit anstreben. Und das ist auch sicher eine wichtige Sichtweise. Aber es könnte eben auch sein, dass man einen grossen altruistischen Effekt haben kann, indem man versucht, das eigene Einkommen zu maximieren, sodass man dann auch mehr spendet. Und wir haben vorher über das aktuelle Flüchtlingsdrama geredet. Sobald die Leute konkreter in ihrem Nahbereich mit dem Problem konfrontiert werden, haben viel mehr Leute den Impuls zu helfen. Aber eigentlich scheint das recht irrational, weil eben, jeden Tag sterben 20'000 Kinder an den Folgen von Armut zum Beispiel, und das ist nur eines der grossen Probleme. Und das Problem ist jeden Tag da. Und es scheint irgendwie irrational zu sein, diesen Fakten nicht ins Gesicht zu schauen. Aber wenn man das macht, dann scheint es ein normaler menschlicher Impuls zu sein, zu sagen, ich möchte möglichst viel versuchen zu bewirken oder einmal mehr versuchen zu bewirken. Und das scheint mir an sich nichts Extremes zu sein. Vor allem dann, wenn man... So ein missionarischer Gedanke ist ja schon dahinter, oder? Oder so ein Sendungsbewusstsein? Ich würde es nicht missionarisch nennen. Ich würde es auch nicht Sendungsbewusstsein. Es scheint eine Implikation zu sein, dass man natürlich mehr bewirken kann, wenn man die Gesellschaft verändern kann. Also es ist ein bisschen schwierig. Einerseits bekommt man Kritik, dass man mehr gesellschaftlich und strukturell etwas machen sollte, und andererseits Kritik, dass es nicht missionarisch sein soll. Aber beides geht nicht. Also es ist einfach eine Tatsache, dass man nur dann im grösseren Stil etwas bewirken kann, wenn man auch versucht, die Gesellschaft davon zu überzeugen, also den öffentlichen Diskurs entsprechend anzuregen, mit Argumenten zu befruchten im besten Fall. Und das wird heißen, dass man natürlich versuchen, andere Leute zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass das missionarisch im negativen Sinn ist. Also wenn man historisch zurückblendet, alle Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten waren missionarisch gewesen, oder? Aber ist das schlecht gewesen? Vermutlich nicht. Vermutlich schauen wir zurück und sagen, nein, das war in dieser Epoche genau das Richtige gewesen, die Menschenrechte in dieser Art und Weise missionarisch zu fördern.